Hallo, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Ja, Team Skull hat sich ja in der letzten Folge etwas ganz Übles einfallen lassen, um uns zu provozieren. Und zwar haben sie einem kleinen Mädchen ihr Mangunio geklaut. Tja, was heißt für uns genau? Wir werden sie bestrafen. Mit der Macht des Mondes! Ach nee, das war ja Seelermond. Das war ja, gut, Mond stimmt ja auf dem her. Das ist nicht interessant. So, aber egal, genau, im Namen des Mondes. Immer weiter, Sailor Moon. Verdammter Ohrwurm. So, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, unser Team sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man das entwickelt. Genau, das war noch was. Die Geistwurf haben wir auch gemacht. Sensei, naja, ist ein Thema für sich. Dark Toxic will ich jetzt eigentlich versuchen zu entwickeln. Den Rest noch trainieren, vor allem Eisbrecher und Salamandra. Eisbrecher denke ich mal in der übernächsten Folge. Auch bei ihm noch die Entwicklung und dann den Rest mal gucken, wie weiter. Auch wegen Sonne noch. Denn wir kommen, wie bereits in der letzten Folge erwähnt, zu einem Abschnitt der Geschichte, der, ja, so langsam aber sicher mal in Sonne und Mond ein bisschen unterschiedlich ist. Und deswegen werde ich halt aber mal zu Sonne rüber switchen. War zwar schon seit Ewigkeiten aufgenommen, was in Sonne abging. Wird sich nur lustig, wenn das Ganze nachsynchronisieren muss. Aber naja, mal schauen. Guck gerade mal, wann habe ich das aufgenommen? Ach du Scheibenkleid, das war ja Anfang Dezember 2016. Jetzt, wo hier der Folge rauskommt, haben wir Ende März 2017. Oh, Alola Sandern. Ja, das passt wie Faust aufs Auge. Alter. Ich meine, wir haben Eisbrecher. Muss ich noch mehr dazu sagen? Glaub nicht, wa? Abgesehen davon, Sandern. Eisstahltyp, Alola-Form. Das tut weh. Und der Eisbrecher entwickelt sich. Nee. Knogger, eigentlich Boden. Hier natürlich Feuergeist. Das ist auch nicht schlecht. Dürfte ein bisschen wehtun. Ja, schön. Oh, Gott sei Dank. Irrlicht, das wäre jetzt sehr scheiße gewesen. Aber Verfolgung. Mann, hält das da was aus. Ist noch ein Angriff gesenkt, das heißt, kann sowieso Verfolgung vergessen. Und hier kommt der Blubstrahl. Der Knogger war... Ja, Schattenknochen, dankeschön. Alter! Aber sonst geht's noch, oder was? Und der Alola-Knogger, ja, vom Typus Geist ist, kann ich da Kampfattacke nie vergessen. Schattenknochen. Ist das eine Geistattacke oder ist das eine Bodenattacke? Ah, ein Stück Toxic reinkommen. Dark Toxic. Wieso Dark Toxic? Da ist eine kleine Anspielung auf Paper Mario, die Legende vom Äonentor wegen Dark Toadster da. Ja, aber sonst geht's noch. Setzt doch noch Bodenattacke rein, ich glaub's einfach nicht. Deshalb eigentlich müsste er ziemlich arm sein wegen dem Blubstrahl. Hält trotzdem einiges auf, in der Defense. Alola. Ja. Der ist sehr gesprächig, hä? Also wäre ein geiler Let's Player. Wir kannst ja nur sagen, Alola, 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 Lola, Lola, Alolo, Lola, 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 Lola. Sag mal, scheiß Flammen hier. Ja, steckt die Flamme im Zaum, ich versuch's ja. Bin zu schnell. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Was war denn das für eine Scheiße? Ja, Mann, geil, ich finde das super stark. Jetzt hatten wir noch Dark Toadster. Nee, eben nicht Dark Toxic. Hä? Ja, ich bin's. Hallo, Mann, lass es drücken. Nee, lass mal. Dieses Wirkgeräusch ist blum, blum. Also heißt Wirk. Schluckgeräusch wohl eher. So, guter Kampf. Schön runter mit Lebenspunkten.
Ja, warum nicht? Dann haben wir hier einen Hypertrank. Das hingegen ist nicht so geil. Manguspektor. Der wird nicht mehr lange da sein. Tja, soll man sagen. Hau drauf! Der lebt noch. Wow. Eisbrecher, was machst du denn für eine Scheiße? Ja, der kann offenbar nur Eis brechen, aber kein normal. Pokémon. Alter, das sind viele Erfahrungspunkte. Gut, das ist getauscht, aber trotzdem. Gegenschlag. Nee. Nee. Ja. Dankeschön. Level 33, ja, habe gesagt, Level 36 und dann noch eins entwickeln, genau. So, jetzt bin ich ja hier, da muss nachher, was er darüber muss. Schiff ab, ganz schlimm. Ach du grüne Neune, habe ich etwa wegen einem wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist dann weiter nötig, ich bin Astor. Was macht denn der hier? Wir sind einem kleinen Spiel, wenn du schon mal hier bist. Kannst du erraten, welcher Seite Münzlein wird dich werfen? Kopf. Grins. Wow, wie man es im L konntest du das wissen? Ja. Also überhaupt keine Rolle spielt, was wir wählen, das stimmt sowieso immer. Abgesehen davon, er zeigt sie uns auch so schön, ne? Ich bin regelrecht geblendet von einem hellseherischen Gespür. Du hast gewonnen. Das Belohnung sorgt nun dafür, dass du per Pokémon-Funk Totodile herbeirufen kannst. Spring am besten gleich auf und hat er mit ihm vertraut. Danke. Wieso gibst du uns das, Astor? Verstellst du mich für aufdringlich, aber lass mir dir trotzdem einen Tipp geben. Drückst den W-Knopf, während du auf Totodile reitest, kannst du eine Totodile-Düse mit mühelos Felsen zertrümmern, die dir den Weg versperren. Wenn ich etwas anmerken dürfte. Am Ende von Route 16 liegt die Stadt Po. Dort treibt gerade Team Skull sein Unwesen. Falls also der Team wollen, ist äußerste Vorsicht geboten, ja? Woher weiß er das? Nach Po, also, das klingt ein bisschen ängstlich, aber da müssen wir mal durch. Fürchte ich auch Otto. Woher weißt du das alles, Astor? Was machst du hier? Wieso bist du nicht? Warte mal, Astor war doch 5. Gen, oder? Einmal. Top 4. Oder 6. Was, XY? Weiß gar nicht mehr. Schon so lange her. Ne, war eben 5. genau. Muss es doch. Cora, was heißt, wieso früher? Okay, wir wissen ja, die 7. Gen und hier Sonne und Mond spielt einige Jahre nach der ersten Generation. Dann auch nach der 2. Generation, aber jetzt auch nach der 5. Wenn es theoretisch noch ein Remake von der 4. Generation gibt, heißt es echt, das kann gar nicht sein. Dass die 4. Generation auch nach der 5. spielen würde? Ich bin verwirrt. So, werden wir hier irgendwo noch einen Trainer. Es fehlt hier irgendwo noch ein Trainer. Und zwar auf dieser Route. Toll. Ich wollte eigentlich Totodile haben. Yeah, Mann! Ich bin schnell. Ja, und da kommen wilde Pokémon. Finneon. Und hier kommt der Icebreaker. Ich muss ja gerade zugeben, ich habe jetzt hier überhaupt keinen Bock auf wilde Pokémon. Also von gar nicht. Ich will lieber ein bisschen mit Totodile durch die Gegend cruisen. Ist doch viel cooler. So, wo war jetzt dieser verdammte... Na, wo bist du? Dämlicher Schutz. Ah, hier. Top, super. Super. Super ist der Super. Ja.
schnell wie ein Tornado. Es ist ja auch der Wellenbrecher. Ne, wir sind nicht Marinus. Wäre ein guter Hinweis gewesen. Da haben wir sowieso gesagt. Und wieso hat nicht Marinus uns Tornado gegeben? Wegen Wellenbrecher und so. Ich meine, 4. Gen wäre eine coole Anspielung gewesen. Ich glaube, ich bin hier richtig unterwegs war. Kann das sein? Ja, scheint so. Oh, das ist ein Trainer. Ich mache im Kampf viel vom Wassergebrauch. Wird ein nasser Spaß, wenn er macht, drauf gefasst. Okay. War das nicht irgendwie eine Anspielung oder so etwas? Schwimmer Nestor. Macht die Nestor. Nestor. Verstehst du? Nee. Tentoxa. Tentoxa. Eisbrecher. Yeah. Wassergift ist doof. Oh. Oh. Ja, Sensei. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts gegen Wassergift-Pokémon. Also, noch nicht. Es kommt noch ein Teammitglied. Also eigentlich sogar 2. Der eine ist Nachfolger von Sensei und der andere ist, wie es aussieht, Nachfolger für Dark Toxic, genau. Nachfolger für Dark Toxic, der hat eben auch, das ich gerade erwähnt habe, den Vorteil gegenüber Wassergift-Pokémon. Gut, ich meine, Psycho tut's ja auch, aber... Oder Boden-Pokémon wäre auch ganz geil. Überleg noch. Dankeschön. Ach, das ist eine Spezialverteidigung. Blub, 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 so was Vokal schlucken. So. Dein Pech, nicht meins. Du bist ja bereits Route 16. Ich überlege gerade. Ah, ich glaube, das ist der letzte Trainer hier auf der Route. Hey, 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 zeig dir meine Pokémon. Auf in den Kampf. Ja, sie zeigt uns ihre Pokémon. Es ist Lara. Zwar nicht Lara gut, aber Lara. Ein Schneewulpixmann. Das ist kein Problem, denn es ist vom Typ Eis. Und der Eisbrecher bricht das Eis. Apollo. Oh nee. Geist ist schon wieder hier. Apollo. Ernsthaft? Oh, oh, nee. Apollo. Mist, verdammter. Ich weiß, ich kann sterben und so, aber ist doch trotzdem physisch. Nein, nicht Spuckball. Der tut weh. Scheibenkleister. Der hohe Spezialangriff. Dark Toxic. Bin da. Was gibt's? Da kommt der Tiefkühlschlag. Das ist der Mega-Knirscher. Och nö. Ah, doch. Ich bin Trottel. Ist ein Fee-Pokémon. Das war knapp. Giftgriff. Ja, Feen mögen kein Gift. Ist ja irgendwie auch verständlich. Das nützt dir auch nichts mehr. Nicht gegen Slimer. Natürlich da, Toxic. Leute. Level up. Ja, fehlen noch mal 2 Level, wa? Ja, waren 2 Level.
Level 38 entwickelt sich unser Dark Toxic. Da haben wir eine T. Was könnte es wohl sein? Ausgerechnet jetzt natürlich. Stromstoß! Stoß den Strom! Strom den Stoß. Ist ja egal. Stromstoß, ja, eine physische Elektroattacke. Was will ich momentan damit? Wäre etwas für Relaxe, wenn Relaxe ins Team nehmen würde. Aber ansonsten momentan eher nicht zu gebrauchen. Leider. Schade. So. Ja, Mann. Dann haben wir hier, wie bereits erwähnt, noch einen Trainer. Müssen aber jetzt gehen. Alter, wie groß ist denn diese Scheißroute? Das gibt's einfach nicht, Freunde. Das gibt es echt nicht. Wie groß ist diese Route? Aber erstmal werden alle geheilt, ja, das ist cool. Es sind meine Pokémon und beehre uns doch bald wieder. Nee, komm nie wieder. Oh, schon wieder. Scheiß Superschutz. Nein, das ist falsch. Hoch. Links. Dankeschön. Das Dorf der Kapu. Route 15. So, hier habe ich echt nichts irgendwie übersehen oder so. Da geht es auch nicht noch großartig weiter. Da kann ich zwar angeln, ja, okay. Trotzdem nichts Außergewöhnliches. Hier unten war ich schon überall. Auch keinen Trainer mehr gesehen. Das ist kein neuen zumindest. Da vorhin bin ich außen rumgeschwommen. Ernsthaft? Natürlich. Hatte schon raus von irgendwas super Episches kommt. Pelipper, Pelipper. Piss dich, Mann. Pelipper. Stell mir auf so einen Pelikan. Gut. Da ist was runtergefallen. Sternstaub. Nö, nicht der Drache, aber nur normalen Sternstaub. Ah, es sind noch Route 15 war. Mein Fehler. Noch einen Schnapp. 73, 74, 75. Wer es glaubt. Schwimmerpaar, Chris und Howard. Okay. Dazu als Chris wäre er, aber. Nein, ich glaube, Chris männlich wäre CH. Weiblich halt, Abkürzung von Christine, deswegen mit K. Oh, jetzt haben wir Wasser. Achtung, Lag, Lag, Lag. Was macht man da? Z-Attacke? Oder mache ich so? Salamander, du hast eine Z-Attacke. Auf Feuer. Bringt sind relativ wenig. Nee, geht auch nochmal sicher und würde sagen, Durchbruch. Am besten auf Enton. Enton. Und du machst mal Drachenmut, weil bringt sowieso alles irgendwie nix. Dass ich Doppelkombi hoffentlich reichen möge. Das wird wehtun. Nein! Ja, überlebt. Nein. Oh, das geht aber nicht, ey. Zurückgeschickt, können angreifen. Doof, wa? Die Planänderung, ihr müsst beide zurück, das bringt so nix. Bin da, Mann. Was gibt's? Probleme. Doch, Toxic.
Bringt doch alles nichts. Psycho könnt ihr alles vergessen. Ist hier alles im Arsch. Ist es nicht geil? So. Anton muss weg. Und du machst ja nochmal einen Z-Move. Schattenpfeilregen. Das wäre geil. Kaipora. Z-Kraft. Hier. Schattenpfeil. Oh. Regen. Lamus. Ich muss das mal hinsetzen. 34. 34. Das wäre jetzt geil gewesen. So. Relativ normal hier fighten, plus eine Panzerattacke. Ja, also vor einsetzen können, Leute, ich weiß. Wäre strategisch natürlich vorteilhafter gewesen. Aber der Pfeilregen im letzten Mal gegen das Geisterherrscher, Mimik, nee, wie ist das Teil schon wieder? Egal. Nicht so gut ankam, hat er mir so, okay, mach's ja nochmal. Quasi Vorführeffekt, so. Tauchball, sehr schön. Das ist die Frage, bin ich langsam fertig mit der Route? Ja, nein, ich bezweifle es ein bisschen. Ich habe nicht geheilt. Das war jetzt ein Fatal Fail. Michael failt wieder. Schwimmer und Johanna. Noch sexy aus. Noch, war irgendwie so abwertend. Wegen, ja, ein paar Jahren ist sie nicht mehr so sexy. Gut, das Äpfel hat sogar was für sich. Aber tu nichts zur Sache. Vielleicht? Nee. Nicht Bitterkuss. Bitterkuss ist so doof. Und wirkungslos. Yes. Krabox. Komm her, Mann. Und fühl meine Fäuste. Feel my fists. One-Hit KO. Libiskus. Und Level Up für den Eisbrecher. Mamuli da. Was machst du jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, raus hier. So schnell es irgendwie geht. Räuber. Was? Nein, meine schöne Wohnung. Das war jetzt irgendwie seltsam. Ich bin wach. Gut, kein Stab mehr. Auch kein Vergiften. Sag mal. Bin wach. Ja, geht doch. Toxische Vergiftung. Sehr schön. Noch ein Hypertrank. Ja, das gehört dem Dark Toxic. Schutzschild. Echt doof, wenn ich die angreife, wa? Ja, das ist das Schutzschild. Voll für den Arsch.
Aufwachen, aufwachen! Ich bin noch da. So, schön die Zeit nutzen, nicht wahr? Aquarelle! Boah, immer noch nicht? Come on. Ja, damit hast du zwar meinen direkten Angriff abgewehrt, aber leider den passiven Schaden durch Toxin eben doch nicht. Dark Toxic digitiert zu. Nee, noch zu früh. Kreide schreiben, ich glaub's auch. Oh, jetzt kommt noch ein Korazon, Freunde. Nee, das dauert zu lange hier. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge hier bei Pokémon Sonne und Mond auf dem Weg nach Pou. Und, ja, Team Skull platt machen, Arsch treten, Namen des Mondes bestrafen. Ihr wisst schon. Bis dahin, tschüss.